Hallo zu der Hour of Prayer. Ich hoffe, ihr hattet eine sehr, sehr erfüllte und göttliche und friedvolle Woche, trotz den sehr, sehr speziellen Umständen, wo wir drin sind. Wieso habe ich geschmunzelt? Weil jede Woche ändert sich wieder gewisse Dinge, die in Europa wohnen, von Gesetzen, was man darf und was man nicht darf. Und das ist schon ein bisschen so auf die lange Zeit ein bisschen zermürbend, oder? Weil man weiß nie genau, was kann man noch und was kann man nicht und das Leben sich mega krass ändert. Aber die einzige gute Konstanz ist immer unser Gott im Himmel. Der ist Konstanz und der ist wie ein Anker, der ist gesetzt und ein Anker ist gesetzt, wenn es stürmt, weil ich weiß, dass das hält und fixiert ein Boot und so auch ehrlich gesagt mein Leben. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Leo, du bist schon mega bereit. Du hast da den Chat bereits offen. Und ich freue mich extrem auf diese Stunde, auf diese Zeit vom Gebet zum Thema heute, wie man den Stress überwindet. Das passt doch extrem gut in unsere Zeit. Genau, das ist wie der Titel. Man den Stress überwindet. Ja, die einen haben einen Stress, weil man zu viel zu tun hat und andere haben einen Stress, weil sie am Abend nach Hause kommen und sie sind alleine und einsam und das kann auch einen mega Stress auslösen, weil man darf nicht mehr raus, man darf nicht mehr Leute treffen. Also Stress zu viel oder auch Stress zu wenig oder Stress auch, weil man nicht planen kann, weil gewisse Dinge plötzlich so ein bisschen on hold ist und man weiß nicht, was werden die nächsten Monate oder Wochen bringen, oder? Genau, und da möchte ich gleich oder gerade das erste Gebet sprechen. Einfach, es ist jetzt eine Zeit, vielleicht hast du die ganzen 40, 45 Minuten Zeit zum Zuhören, vielleicht hast du auch nur gerade reingeklickt, aber ich bete, himmlischer Vater, dass diese Augenblicke, die wir zur Verfügung haben, dass wir einfach zur Ruhe kommen können. Und du siehst dieser Durst, den der Stress auslöst in unserem Leben. Und ich danke dir für das Bild vom Glas Wasser. Nur schon ein Schluck hilft manchmal. Und jetzt danke ich dir, dass du jetzt in diesen Momenten einfach dieses Wasser des Lebens verteilst. Da, wo wir zuhören, da, wo wir sind, jetzt in dem Moment. Dass wir deinen Frieden spüren, dass wir dein Leben spüren, dass wir deine Hoffnung spüren, dass wir deinen Glauben und die Liebe von dir zu uns jetzt in dem Moment spüren, bevor wir überhaupt ins Thema eingestiegen sind, bevor wir überhaupt angefangen haben. Hier bin ich, himmlischer Vater, ich brauche dich. Wie gesagt, und die Umstände sind ja immer total verschieden. Ich habe am Anfang schon gesagt, andere haben mega Stress und andere kann das auslösen, ein Stress, weil man nicht planen kann, ist eine Unsicherheit da, aber Stress auch, ich bin alleine zu Hause, ich kann niemand mehr treffen und irgendwann sagst du mal, ich weiß nicht mehr was lesen, ich weiß nicht mehr was hören, ich weiß nicht mehr was sehen und das sind ganz, ganz krasse Stressmomente und jemand hat gesagt, in einer Krise kommen eigentlich die Dinge hervor, die schon immer da gewesen sind. Und eine Krise bringt eigentlich auch das hervor, was krisensicher oder krisenfest ist, Susanne. Krisenfest bedeutet, dass der Glaube an Gott ist ein Fundament und man merkt plötzlich, dass das Fundament, das trägt effektiv. Und ich finde, eine Krise bringt es Menschen näher zu Gott, oder es bringt es weiter weg zu Gott. Und weiter weg bedeutet, sie waren schon immer nicht gut connected mit Gott, weil es kommt immer das hervor, was eigentlich mittendrin ist. Bei einem Druck kommt das hervor, was drin ist. Wenn man eine Zitrone presst unter Druck, kommt das hervor, was drin ist. Das ist Zitronensaft. Und wenn man uns presst, und der Stress presst uns, was noch hervorkommt am Ende vom Tag, ist Jesus in uns. Und das finde ich eine mega ermutigte Zusage. Also in einer Krise kommt das hervor, was in einer Krise nicht erschüttert werden kann, was in uns drin ist. Und das ist dieser wunderbare Jesus. Hey, vielen Dank, ich habe gesehen, wir haben Leute aus Gummersbach, die sind ja sehr bekannt gewesen im Handball, das weiß ich, auch Chiemgau. Das ist bei Oberbayern, das ist der schöne See da oben. Dann haben wir auch Leute aus Bad Soden, wir haben Leute aus Karlsruhe, Leute aus England und Moin Moin, das bedeutet irgendwo ganz hoch im Norden. Also
Herzlich willkommen, dass ihr mit uns zusammen der Hour of Prayer zusammen betet. Und Susanne, lass uns so ganz kurz eintauchen in, was hat das Thema zu tun mit Stress? Wir gehen ein bisschen in etwas, wo Leute denken, ja, wie kann man das machen? Weil die Bibel beschreibt, es gibt auch etwas Böses. Ja. Es gibt Feinde in unserem Leben und wir sprechen nicht so oft darüber, aber wir alle spüren Kräfte in uns, die sind stärker als mein Wille. Und die Bibel sagt, es gibt Kräfte, es gibt Mächte, die spielen gegen uns. Ja. Und Susanne, lass uns damit ein paar Dinge eintauchen heute. Genau. Jetzt schau noch mal den Titel an. Er ist immer noch eingeblendet. Was ich extrem spannend finde, ist, dass wir jetzt zum Beispiel Stress mit teuflischen Strategien in Verbindung bringen. Und nicht einfach wollen wir euch heute 4 verschiedene Tipps geben, wie man Stress überwindet und du könntest das tun und du könntest das tun und du könntest das tun, sondern wir möchten heute zu Beginn den Fokus darauf legen, dass Stress etwas mit dem Durcheinanderbringer zu tun haben könnte in deinem Leben. Und das bringt mich zu diesen verschiedenen Namen, die in der Bibel beschrieben sind, wer der Teufel ist. 2 davon haben wir bereits angeschaut in den letzten vorangegangenen Dienstagen. Luzifer ist ein Name, das ist der Verblender. Satan ist der Hinderer. Du kannst diese auch ohne Problem auf YouTube nachschauen, diese Sendungen. Und heute geht es darum, der Teufel, der Durcheinanderbringer. Der hatte so ein griechisches Wort, oder? Ja, Diabolos heißt der Durcheinanderbringer und das macht er sehr, sehr perfide. Er kommt nicht einfach so und tretet deine Türe ein und steht da draußen vor deiner Türe mit so Dämonen und Hörnern und man sieht das, es ist sehr, sehr schlau. Und das ist, Susanne, als ich die Serie geplant habe und auch vorgestellt habe, haben die Leute gesagt, oh meine Güte, sprichst du eine ganze Stunde darüber, wie kräftig und stark der Teufel ist. Nein, im Korintherbrief steht, wir Christen, wir kennen die Absichten vom Feind genau. Ja. Und wir wissen, was für ein Schema er hat. Und ich habe festgestellt, dass viele Christen wissen, es gibt das Böse, es gibt den Dämonen und Teufel. Aber wenn man sie fragt, wie greift er dich an, sagen Leute, ja, keine Ahnung. Und ich finde es eben mega mutig, dass die Bibel sagt, wir kennen die Absichten, wir sollten die Strategien wissen. Und je mehr, dass ich eben weiß, was für einen Namen er hat, und jeder Name steht für eine Charaktereigenschaft, also für eine negative Charaktereigenschaft, wie die Namen Gottes stehen für gute Charaktereigenschaften. So hat das Böse auch Charaktereigenschaften. Und zum Beispiel der Teufel, der Durcheinanderbringer, der Diabolos, bringt uns durcheinander. Und zwar ganz, ganz einfach. Wir finden diesen Namen Diabolos in diesem Bibelvers in Johannes Kapitel 10, Vers 10. Es heißt der Dieb. Und wenn man in den Urtext geht, heißt der Dieb der Teufel, der Durcheinanderbringer. Er kommt und er stiehlt, er schlachtet und er vernichtet. Das sind grausame Wörter, wenn man das so liest. Aber es ist eigentlich so bezogen, wenn zum Beispiel der Friede Gottes in deinem Herzen gestohlen wird, wenn Hoffnung gestohlen wird, wenn deine Perspektive gestohlen wird, wenn auch deine Liebe zu den Mitmenschen gestohlen wird, weil man verletzt wird, dann hat er alles erreicht, dass man sagt, okay, ich werde mich nicht mehr öffnen für den Mitmenschen, ich werde nicht mehr spenden, ich werde nicht mehr dienen, ich werde kein Volontier mehr sein, ich werde nicht mehr für meine Kinder schauen, jetzt mache ich nur noch, was ich selber will. Und Egoismus führt immer eigentlich zu einer Abkoppelung und zu einem Tod. Man verliert dann die Dimension Gottes und das ist seine Absicht. Und ich möchte dich einfach mal bitten, mal für ein paar Momente zu überlegen, wo sind Dinge in deinem Leben gestohlen worden. Und sehr oft kann man das dann ganz rational erklären, weil ich habe das getan und darum ist das geschehen. Aber es gibt aber eine unsichtbare Welt und wenn du nach Afrika gehst, dann leben die Afrikaner mit dieser unsichtbaren Welt, die ist so real mit den Flüchen und den Gebräuchen und all diese Dinge. Und bei uns in Europa ist das immer so unsichtbare Welt, oh my gosh, ist so spooky. Und es gibt diese Dimension. Du benennst sie vielleicht anders. Du sagst ihm vielleicht irgendwie einen schlechten Tag oder Mächte, aber diese Mächte haben einen Namen, das ist ein Einfluss, das sind Geister, die uns davon abhalten, den Frieden Gottes ganz krass zu erleben. Und was ich jetzt machen möchte, ist einfach, ich möchte jetzt bewusst den Frieden Gottes über deinem Leben aussprechen. Ja. Und wenn ich diesen Dimension Gottes über deinem Leben ausspreche, hat nichts zu tun, wie sind die Umstände. Verstehst du? Wenn ich ein Anliegen habe, bete ich zu Gott, Gott, nimm den Coronavirus weg, stopp den Virus und alle diese Dinge. Und es ist nicht immer so, dass Gott wegnimmt. Gewisse Umstände sind immer noch die gleichen.
aber mein Herz ist plötzlich in einer anderen Position. Und das sagt die Bibel, der Friede Gottes ist ausgegossen durch den Geist Gottes, der in uns wohnt. Der Tag, wo ich Ja zu Jesus gesagt habe, bin ich versiegelt worden mit dem Geist Gottes, der in uns drin wohnt. Und der Geist Gottes in mir bewirkt einen Frieden, den die Welt, den die Umstände, den Momente niemals in der Dimension uns geben können. Und das finde ich so krass, dass wir Christen, wir sind nicht immer besser, aber wir sind besser dran, weil wir eine Option haben, eine Dimension haben, die die Welt einfach nicht kennt, verstehst du? Und darum lass uns einfach beten, dass der Friede Gottes in deine Wohnung einzieht, vielleicht in deine Familie einzieht, in deine Firma einzieht, in deine Gesundheit, in deine Finanzen, in deine Kinderwünsche, Kindererziehung. Vielleicht hast du einen Schicksalsschlag erlebt, vielleicht hast du Corona, bist zu Hause in einer Quarantäne, dein Dach fällt auf den Kopf. Und Gott, ich bete jetzt für alle Frauen und Männer, ich bete auch für mich, ich bete für unsere Church, ich bete für unsere Regierung, ich bete für Wien, für das Attentat und ich bete für die Wahlen in Amerika. Ich bete für all die Entscheidungen, die getroffen werden in den nächsten Wochen auf der ganzen Welt. Aber über all dem möchte ich dich jetzt einfach bitten, dass dein Friede einfach vom Himmel her ausgegossen wird und in mein Herzen hineinsinkt. Und der Friede ist eine Hoffnung, die ist begründet, weil die besten Tage sind nicht hinter mir. Das hat nichts mit Alter zu tun, sondern die besten Tage liegen vor mir. Auch wenn du 80 Jahre jung bist, möchte ich dir sagen, die besten Tage liegen vor dir. Und das ist die Ewigkeit. Und wenn du 20 Jahre alt bist, liegen die besten Tage auch vor dir. Es ist auch die Ewigkeit. Die Ewigkeit, liebe Frauen und Männer, ist für alle gleich lang, alle gleich fair, alle gleich bedeutend. Die Gegenwart und Präsenz Gottes ist mitten unter ihnen. Und ich bete einfach, dass diese Dimension, die man nicht erklären kann, jetzt in dein Herzen einzieht, wo auch immer du drin bist, was auch immer deine Wünsche sind, was auch immer deine Pläne sind, was auch immer deine Vorstellungen sind. Weil diese Dimension Gottes kann man durch nichts auf dieser Welt erkaufen, man kann sie nur erbeten, erfragen, erbitten. Und die Bibel sagt, ihr habt, weil ihr fragt. Und wir fragen jetzt, dass dieser Friede Gottes in deine Wohnung einzieht. Und ich sage, dass der Streit, die Uneinigkeit in deiner Familie rausgehen muss. Deine Wohnung ist versiegelt mit dem Frieden Gottes. Der Eingang und auch der Ausgang ist gesegnet mit dem Frieden Gottes. Ich bete in deinen Finanzen, der Eingang von deinem Gehalt und der Ausgang von dem Gehalt ist gesegnet im Namen von Jesus Christus. Ich bete für deine Kinder, der Eingang und der Ausgang ist mit dem Frieden umgeben. Deine Gesundheit, deinen Körper ist gesegnet, dein Eingang und auch dein Ausgang. Und ich sehe auch, wenn du das Gefühl hast, es ist Langeweile, dass der Geist Gottes dir kreative und innovative Ideen gibt, vielleicht Dinge tust, malen, spielen, lesen, stricken, Buch schreiben, ein Gedicht schreiben, einen Song schreiben, Menschen anrufst, I don't know, aber Geist Gottes, du bist kreativ und du bist innovativ und du wohnst mit dem Frieden von Gott in mir. Amen. Amen. Ich finde spannend, bei diesem Bibelvers gibt es so wie zwei Teile. Das eine ist, was eben der Teufel macht. Ja. Und du hast am Sonntag das schön ein bisschen ausgeführt, was er genau macht. Er stiehlt, das kannst du wieder einblenden, er stiehlt uns Gott. Eins weiter scrollen. Oh, sorry. So, dann sehen wir das schön. Es ist eben spannend. Er stiehlt, er schlachtet und vernichtet. Und wenn wir uns vor Augen führen, was das genau in unserem Leben bedeutet, respektive was stiehlt er denn genau? Er stiehlt uns Gott,
zum Beispiel. Er schlachtet unsere Bestimmung und er vernichtet unseren Frieden. Also für den Frieden hast du bereits gebetet. Einfach als Anliegen, dass der wieder hineinkommt. Er stiehlt uns Gott und plötzlich sind wir ohne Gott unterwegs und das wird einfach immer dunkler und dunkler. Und er schlachtet unsere Bestimmung. Plötzlich sind wir durcheinander, weil er der Durcheinanderbringer ist und wissen nicht mehr, auf was wir eigentlich den Fokus setzen sollen. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, die wir hier, jedenfalls in unserer westlichen Welt, zur Verfügung haben. Und durcheinander können wir werden, wenn wir den Fokus verlieren und verlieren, wozu wir eigentlich auf dieser Welt sind. Und weißt du, wozu wir auf dieser Welt sind? Um eine Beziehung mit diesem lebendigen Gott im Himmel zu haben. Ich habe in den Chat geschrieben, ich habe dir die Frage im Chat drin geschrieben, wie erlebst du den Frieden? Das finde ich mega wichtig, weil das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das ist wirklich, es gibt nicht ein Konzept oder die einen sagen, ich erlebe den Frieden, wenn ich einfach Anbetung, Lobpreis oder Worship, Musik höre und andere sagen, nein, da erlebe ich gar nichts. Jede Person erlebt das total verschieden. Aber ich möchte zu dem was eben sagen, wie schlachtet der Feind unsere Bestimmung? Das hat eben zu tun mit Gott, weil der Feind sagt zu Adam und Eva im Paradies, sie konnten von allen Früchten von den Bäumen essen, außer von einem Baum nicht. Und das war eigentlich ein Test, ob sie Gott gehorchen oder nicht. Und der Feind sagt doch immer, das kann doch gar nicht sein, dass Gott dir diese eine Sache nicht gönnt. Der Feind versucht immer, uns einzureden, dass Gott es doch nicht ganz so gut meint, dass Gott gewisse Dinge vorenthält und es schleicht sich was ein. Und jetzt achte mal und bist mal ganz, ganz ehrlich in deinem Leben. Wo hast du wie eine Stimme in dir, wo du denkst, das kann doch gar nicht sein. Ich folge Gott nach, aber ich erlebe nicht diesen Frieden. Ich erlebe nicht den Segen, weil vielleicht bin ich krank, vielleicht bist du finanziell, gehst du nicht durch die Decke, vielleicht folgen deine Kinder nicht alle diesem Gott im Himmel nach und du hast gesagt, ich habe mein Leben lang nach den Geboten und Geboten Gottes mein Leben geführt und plötzlich sagst du, ich habe das und das und das und das und das getan und dann kommt der Feind, ja siehst du, wenn man doch das und das tun würde, dann müsse man doch gesund sein, erfolgreich sein, fröhlich sein, Frieden haben. Eine Frau, die durch die Decke geht, ein Mann geht durch die Decke, deine Kinder gehen durch die Decke, schau dein Leben an. Also irgendetwas stimmt mit dem Segen Gottes nicht. Es ist so perfid. Und jeder von uns hat irgendwo so einen Punkt drin, wo die Lüge eben meine Freundschaft zu Gott distanziert. Und das macht der Diabolos mit einer ganz perfiden Frage. Und die ist ganz perfid, so dass man es gar nicht merkt und diese Frage wälzt sich dann in deinem Herzen und du denkst, das kann doch gar nicht sein. Ich gebe immer den 10% von meinem Gehalt. Ich habe immer das getan, ich habe immer gebetet, ich habe immer Bibel gelesen. Aber warum erlebe ich dann in so vielen Bereichen den Durchbruch nicht und den Segen nicht, von dem die Bibel ja eigentlich verspricht. Und da wird der Friede und die Bestimmung geraubt, dass du plötzlich sagst, okay, es funktioniert ja doch nicht so krass und man beginnt sich ein bisschen zurückzuziehen. Und das geschieht mega perfid und dann verlierst du eben auch den Frieden, weil du nicht mehr das tust, zu dem du geboren worden bist. Und im zweiten Teil vom Vers heißt es aber, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Das ist mega cool. Und das finde ich einfach so eine starke Aussage. Die ersten 3 Worte, die sich auf den Feind beziehen, stehlen, schlachten und vernichten, das ist das, was dem Feind zugeschrieben wird. Und Jesus wird zugeschrieben, dass er Leben bringt und das im Überfluss. Ja. Und jetzt möchte ich einfach beten, dass du dieses Leben wieder spürst, wo dir Dinge gestohlen worden sind, wo du dich so ausgeschlachtet gefühlt hast oder wo du so langsam die Vernichtung spürst, vielleicht vernichtende Blicke, vernichtende Gedanken, vernichtend was auch immer. Susanna, sorry, mir ist das auch in den Sinn gekommen, wenn du gesprochen hast und das ist mega wichtig. Er schlachtet eben auch durch Menschen, wo du enttäuscht wirst und das ist mega krass, man wird gläubig, geht in eine Gemeinschaft, Kleingruppe, Small Group, Hauskreis, Kirche, was auch immer und dann denkt man eben, Christen sind perfekt. Mhm. Und dann merkt man plötzlich, man wird enttäuscht oder jemand sagt etwas Verletzendes, vielleicht meint die Person gar nicht so gut oder man wird beraten mit dem Bibelvers und dann ist man enttäuscht und verletzt von Kirche.
Von Kirche zu verletzt zu sein, ist nicht schlimm, weil Kirche ist nicht gleich Jesus. Das ist immer ein Gefäß, eine Krücke. Ja. Und das erleben so viele Leute und dann sagst du, ich öffne mein Herz nicht, weil die Christen sind ja auch nicht besser. Na, logisch nicht, wir sind nicht besser. Wir sind alle Sünder. Wir brauchen alle die Vergebung, die Gnade von Jesus Christus. Und ich denke, es ist auch dran, dass man die Erwartungsbilder, die man hat, und jetzt ist meine Bewegung, loslässt und Gott hinhältst. Und du kannst vielleicht für das beten, Susanne, da wo man enttäuscht ist. Ja. Da wo man verletzt ist, weil jemand müsste und man sollte. Und da wird etwas geraubt, dass man den Überfluss erlebt. Und der Überfluss ist immer nicht eine Gemeinschaft, es sind nicht mal ich selber, sondern der Überfluss kommt von einem Gott im Himmel. Der hat gesagt, vergibt, lasst los, betet für die sogar, deine Feinde, die sogar böse gemeint haben. Und immer dann kann man segnen. Also das ist so meine Haltung. Also wenn man enttäuscht wird, lass es wieder los. Und dann öffnet man die Hände für den Segen von Gott, aber man ist auch wieder verletzlich. Man muss verletzlich wieder werden, sonst hat man gar nicht vergeben. Also Sandra, kannst du für das beten? Ja, genau. Und ich lade dich ein, wenn du kannst, die Augen zu schließen und dir einfach das Kreuz vorzustellen. Das Kreuz ist der Ort, wo Jesus Christus sein Leben für uns gegeben hat, damit wir leben können. Und Jesus, wir kommen zu dir an dieses Kreuz und bringen dir all das, was uns gestohlen, geraubt, geschlachtet und auch vernichtet worden ist in unserem Leben. All die Verletzungen, die ich empfangen habe, vielleicht durch Kirche, vielleicht durch Christen. All diese Dinge bringe ich jetzt an das Kreuz. All das, was leblos ist in meinem Leben, meine Gedanken, meine Gefühle, mein ganzer Körper. Jemand hat uns geschrieben und gesagt, ich fühle mich einfach so schwach und ausgelaugt schon die ganze Zeit. Und ich danke dir, Jesus, dass wir dir all diese Gefühle, all diese Fakten in unserem Leben einfach ans Kreuz bringen dürfen. Und ich danke dir, Jesus, wo wir einfach uns entscheiden und sagen, genau, das ist die eine Seite, die ich erlebe, aber ich wechsle jetzt auf die andere Seite. Ich wechsle zu dir. Jesus, ich will dieses Leben und dieses Leben im Überfluss erleben. Und ich öffne mich für dich, Jesus. Und ich sage, ich brauche dich, Jesus, in meinem Leben. Vielleicht machst du das Gebet zum ersten Mal. Sagst, Jesus, ich brauche dich. Vergib mir meine Sünden. Komm du in mein Leben. Bring dein Leben in mich hinein. Dein Licht. Und ich lasse mein Leben ab heute von dir bestimmen. Hey, das Kreuz von Jesus, und du hast schon so oft davon gehört, das Kreuz von Jesus. Und wenn du gebetet hast, habe ich angefangen zu summen. Mir ist ein Lied in den Sinn gekommen, wo es heißt, ich gehe zum Kreuz. Und das Kreuz ist so ein spektakuläres Zeichen, weil wir können immer zum Kreuz gehen. Und das Kreuz hat zwei Komponenten. Man lädt Dinge beim Kreuz ab. Ja. Ich lade meine innere Unruhe, ich lade meine Ängste. Man hat vielleicht auch Ängste, von alleine zu sein, Ängste zu sterben, Ängste, man wird von Corona angesteckt. Und ich lade alle das beim Kreuz ab. Und das Kreuz ist so eine Kraft. Ich komme zum Kreuz, wie ich bin. Aber ich gehe vom Kreuz verändert. Ich gehe nicht vom Kreuz gleich weg, wie ich gekommen bin, weil ich lade alle diese Dinge ab beim Kreuz. Beim Kreuz geschieht aus einem Minus, entsteht ein Plus. Aus Sünden entsteht Vergebung, und Vergebung bedeutet, das ist ein Neuanfang. Ich lebe nicht gleich weiter, wie ich zum Kreuz gekommen bin. Ich lade das ab, ich sage, es tut mir leid, Gott vergib mir, und dann stehe ich auf und ich richte meine Krone. Und ich gehe 180 Grad einen anderen Weg. Das Kreuz ist eine Torheit. Es ist ein Spott, es ist eine Lachnummer, es ist ein Hohn, sagt die Bibel, für Menschen, die nicht Gott glauben, sagen, was soll dieses Kreuz? Aber für die glauben, ist es eine Kraft der Auferstehung, eine Kraft der Erlösung, eine Kraft der Wunde. Ich merke, ich bin ein Preacher, aber ich möchte einfach sagen, das Kreuz ist nicht einfach nur ein Symbol, es ist etwas, wo mir bewusst wird, aus einem Minus wird ein Plus, da entsteht Vergebung, Versöhnung, Heilung, Neuanfang und
Hoffnung. Ja. Hoffnung ist etwas, was der Geist Gottes uns immer gibt, egal wie tief du unten bist. Weißt du, wie man aufstehen kann? Nur dann, wenn Hoffnung da ist. Und wir haben immer Hoffnung, weil auf uns wartet immer etwas, das ist größer als das tiefste Tal, wo ich drin bin. Und wenn es nichts mehr gibt auf dieser Erde, dann ist der Himmel und das ist größer als alles andere, was wir jemals uns vorstellen können. Genau, und am Kreuz gibt es aus Tod Leben. Was krank ist, wird gesund. Was schwarz ist, wird weiß. Ja. Was gebrochen ist, wird geheilt. Was gefangen ist, wird frei. Das ist das, was Jesus Christus am Kreuz möglich gemacht hat, weil er als Unschuldiger gestorben ist und wieder auferstanden für uns. Deswegen können wir leben. Gut. Und jetzt schauen wir 4 Punkte an, wie man Stress überwinden kann. Und zwar einfach praktisch. Ganz einfach. Weil wenn wenn der Feind uns Gott stiehlt, dann können wir Gott wieder einführen in unser Leben, ganz bewusst, indem, dass wir uns nach den Regeln von Gott halten. Ja, genau. Und ich möchte jetzt was sagen. Also wir bringen jetzt euch nicht einfach 4 Tipps, die wir irgendwie gelesen haben vor einem Jahr, sondern wir haben über diese 4 Tipps die letzten 3 Wochen nachgedacht, intensiv. Also das ist etwas, was für uns auch sind vielleicht nicht neue Punkte, aber wir haben uns nochmals ganz konkret überlegt, wie wir sind ja am gleichen Boot. Heute haben wir das Gefühl, Susanne und Leo Bicker, die haben keine Probleme, die sind immer happy, die sind immer gut drauf, die haben alles unter Kontrolle. Wir alle, und das ist so sympathisch, wir alle sind im gleichen Boot, ob Pastor, nicht Pastor, es gibt keine Bewertung. Nicht, weil ich ein Pastor bin, hat Gott mich lieber oder ich bin bevorzugt. Nein, Gott bevorzugt keine Menschen. Alle haben den gleichen Wert in den Augen Gottes. Wir sind nur nicht gleichartig, aber gleichwertig. Und diese 4 Punkte haben wir darüber nachgedacht. Wir waren ein paar Tage im Urlaub gewesen und wir haben unser Leben reflektiert, weil wir gemerkt haben, Stress ist auch für uns ein Thema, weil Corona geht an uns ja nicht spurlos vorbei. Wir haben eine Familie, wir haben Kinder, wir sind privat, wir haben eine Bewegung, wir sind eingeladen zum Preachen, wir haben eine Church, die wir leiten. Also wir sind mittendrin, wo wir auch Leiterschaft ausleben müssen. Und das Erste, was uns bewusst geworden ist in all dem drin, ist der Sabbat, den wir uns neu überlegt haben. Das ist vielleicht nichts Neues, aber am 7. Tag sollst du ruhen, Susanne. Was bedeutet für uns den Sabbat oder was für einen Gedanken möchtest du uns da als einen Tipp auf den Weg geben? Zum einen ist mir einfach aufgefallen, dass es heißt, eben, er stiehlt uns zum Beispiel Gott und dass wir wieder ganz bewusst Gott diesen Platz geben in unserem Leben, der ihm gehört, weil es hier heißt in dem Vers, dies ist ein ganz besonders heiliger Tag. Er gehört mir. Und ganz praktisch haben wir uns auf den Weg gemacht, dass wir nicht nur einfach Freizeitbeschäftigungen machen an unserem freien Tag, sondern eben wirklich einen Ruhetag einführen. Ja, und der Ruhetag hat eigentlich, wenn es sagt, ist Gott heilig, dann denkt man, wow, Gott braucht einen Tag. Es ist nicht, dass Gott einen Tag braucht, sondern im Judentum war es gewesen, am Sabbat hat man das Leben reflektiert, man hat die Woche reflektiert. Und was mir uns auffällt, ich sage jetzt das ganz, ganz ehrlich, wir sind so beschäftigt, am Freitag machen wir das und ein mega buntes Programm, aber wo haben wir den Moment, wo wir hinsetzen und unser Leben in den Augen Gottes spiegeln, reflektieren, uns überlegen, in allen Bereichen, die wir haben, haben wir wirklich Gott die Ehre gegeben, hat unser Leben wirklich auch eine Bedeutung hinterlassen in der letzten Woche. Das ist die Bedeutung von einem Sabbat, dass man sich bewusst Gott einen Spiegel hinsetzt, also dass Gott uns einen Spiegel hinsetzen kann und man reflektiert das. Sonst ist man im Hamsterrad wie ein Hamster und man dreht sich einfach und irgendwann sagt man mal plötzlich, ja, wieso habe ich das immer gemacht? Ist eine gute Frage. Ja, und ich habe wirklich das Gefühl, dass uns Gott an diesem 7. Tag geraubt wurde. Und ich möchte beten, dass wir wieder in diese Ruhe hineinkommen. Also man sieht es ja, Läden sind immer mehr 7 Tage in der Woche offen. Ja. Es ist immer mehr los am Sonntag. Früher durfte man keinen Rasen mähen am Sonntag. Heute spielt das nicht mehr so eine Rolle. Ja. Es gibt so viele Dinge, die uns einfach so ganz langsam
langsam sind uns die Dinge geraubt worden. Und ich möchte einfach Gott bitten, dass wir wieder die Kraft haben und sagen, am Ruhetag, es gibt diesen Tag in meinem Leben und dann ist einfach Ruhe mit allem, was mich ablenkt von Gott. Und himmlischer Vater, hier sind wir. Und ich bitte das für mich persönlich, für unsere Familie und für unsere Welt. Wir haben den Ruhetag, der ist uns geraubt worden. Und ich bitte dich, dass wir ihn wieder zurückerobern, himmlischer Vater, dass du uns diesen Kampf einfach siegen lässt, weil ich bin überzeugt, das ist ein Grund, warum wir Stress haben, weil wir den Ruhetag uns rauben lassen haben und wir möchten ihn zurück. Bitte Gott, hilf uns dabei, hilf uns dabei. Es ist nicht ein Tag, der mit einer traurigen Miene und allen Verboten ausgehalten werden muss, sondern es ist ein Tag, wo wir bei dir dieses Leben wieder bekommen für die nächsten 6 Tage. Und das ist eine Frage, die wir uns als Ehepaar stellen. Wir stellen die Frage, wir haben noch nicht die Lösung. Susanne hat in der Predigt erklärt, wir haben eine Box, eine Sabbatbox, wo wir das Smartphone, Computer, alles reinlegen für 24 Stunden, uns niemand in dem Sinne erreichen kann, wo wir sagen, die digitale Welt ist ein Segen, wir sind live mit euch verbunden, aber es gibt auch Momente, wo wir uns entschleunigen müssen und diesen Sabbat nutzen, dass der Geist Gottes zu uns sprechen kann. Der Heilige Geist spricht nicht, wenn wir beschäftigt sind. Logisch gibt es das SOS-Gebet, wir sind in der Not und wir rufen schnell. Ja. Und das ist auch super, aber das ist nicht die Normalität, sondern die Normalität bedeutet, dass wir einen Sabbat haben, wo wir zur Ruhe finden und alles, was wir tun, im Angesicht Gottes reflektieren. Ja. Das ist der Sabbat. Hey, ich möchte dir ganz kurz sagen, ich werde morgen auf meinem Instagram, also wenn du es zuhörst und du folgst mir noch nicht Instagram nach, möchte ich dich motivieren unter Leo Bicker. Morgen werde ich ganz, ganz praktisch auf Instagram ein Karussell erstellen, wo ich ein paar Tipps geben möchte, wie man, und jetzt kommt der nächste Punkt, das Leben verlangsamen kann. Und einfach, wenn du willst, kannst du mir nachfolgen. Ich werde morgen ein Karussell machen mit ganz, ganz einfachen Tipps. Wie kommt man runter? Ich glaube, entschleunigen ist auch ein Thema. Ich weiß, die anderen sagen vielleicht, ja, mir ist das langweilig, ich bin alleine. Ich weiß, es gibt auch diese Leute, ich möchte die nicht vergessen, aber ich glaube, ein großer Teil einfach ist so in einem Speed drin, dass er oft gar keine Zeit mehr hat. Und ich finde das mega schön, wo es heißt, Jesus stand vor Tagesaufbruch auf und zog sich an eine einsame gelegene Stelle, um dort alleine zu beten. Man muss auch kulturell wissen, dazu mal, als die Sonne unterging, ging man schlafen, es gab kein Licht. Dann ging man um 7 Uhr schlafen, 9 Stunden, gibt 5 Uhr und man ist dann um 5 Uhr aufgestanden mit der Natur. Also Sonne und Mond gab den Rhythmus, wenn man als aufgestanden ist. Weil ich habe mir gedacht, wir haben das hingebracht, um 5 Uhr aufzustehen. Es hat mit dem zu tun gehabt, es gab kein Licht, sondern die Natur war der Rhythmus. Und ich möchte jetzt beten für dich, dass der Heilige Geist einfach dir 1, 2 ganz praktische Tipps gibt, wie du dein Leben verlangsamen kannst. Also das ist wie ein Weinstock. Ein Weinstock muss beschnitten werden, sonst wird er gar nicht so viel Frucht bringen. Ja. Und man muss oft gute Dinge abschneiden, um das Beste noch besser zu machen. Hört sich mega logisch an. Und doch ist es nicht so einfach, weil das Gute, das man abschneidet, ist ja nicht schlecht. Wenn es schlecht wäre, super easy. Es sind auch schöne Äste. Und ich möchte jetzt für einen Moment mit dir zusammen beten, dass der Heilige Geist dir zeigt, welche Dinge, wo man abschneiden sollte, die jetzt einfach vorbei sind. In jeder Phase gibt es Dinge, die man tun muss, aber jede Phase ist auch eine Chance, um Dinge zu sagen, das ist jetzt vorbei. Ja. Ich hatte früher Gitarre gespielt und dann habe ich angefangen zu predigen und ich habe gemerkt, ich kann nicht beides und beides habe ich geliebt. Und hat Gott gesagt, die Phase hast du genossen und die Phase ist vorbei. Und dann habe ich Musik zu spielen aufgehört und dafür preach ich heute und oft singe ich dann auch während meiner Predigt, also habe ich es wieder kompensiert. Heiliger Geist, du bist so real und du bekamst, um uns zu lehren, um uns zu leiten,
um uns zu ermutigen, um uns zu ermahnen, um uns Dinge zu offenbaren, die wir selber gar nicht erkennen können. Und ich halte jetzt einfach meine ganze Agenda, alles, was ich tue und mache oder sollte, einfach dir hin. Und Heiliger Geist, gibt es Dinge, wo Gott denkt, dass diese Dinge sind abgelaufen. Die sind zwar noch in meinem Agenda drin, aber steht eigentlich darauf abgelaufen. Welche Dinge sind für mich einfach vorbei, die ich abschneiden muss? Und abschneiden bedeutet, es blutet, es tut weh, aber das kommt zu einem Ende. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, einfach, du bist ein Geist, der spricht. Und wer Ohren hat, der höre, was der Geist Gottes seiner Gemeinde, und die Gemeinde bist ja auch du und ich genauso, uns sagen möchte. Und wir gehen nicht einfach beschäftigt mit unseren To-Dos weiter, sondern wir machen bewusst einen Break. Und wir hören. Und jetzt kommt die Frage, ja, wie spricht denn Gott? Es kann ein Gedanke sein, es kann ein Gefühl sein, es kommt dir etwas wieder in den Sinn, vielleicht siehst du ein Bild, vielleicht spürst du gar nichts, vielleicht kommt dir ein Bibelvers in den Sinn, etwas, was du schon hättest tun sollen oder nicht mehr tun solltest. Das ist ganz, ganz praktisch. Also mach es nicht so kompliziert. Einfach, was jetzt durch den Kopf schießt, schreib auf. Und dann tu es einfach, wenn es moralisch korrekt ist. Das ist die Klammer. Moralisch korrekt. Moralisch gemäß den Geboten Gottes. Tu es einfach, weil man lernt, die Stimme Gottes zu hören, indem man wie Babyschritte mal geht und einfach mal probiert. Und dann wirst du merken, je mehr du diese Dinge ausprobierst, desto mehr wird man sicher, wie wenn man geht oder Ski fährt. Manchmal fällt man noch um, aber je mehr dass man das probiert, desto mehr lernt man mit der Stimme Gottes zu leben. Das hört sich immer so spektakulär an. Also nimm es. Und jetzt gibt es einen zweiten Tipp, schreib es auf. Weil, wenn man es nicht aufschreibt, vergisst man es oft wieder, weil vielleicht musst du schon wieder zur Arbeit und du hast noch das und das und das. Man sagt, wer schreibt, der bleibt. Genau, und Verlangsamung ist ja das Gegenteil, ist beschäftigt sein. Und ich habe festgestellt, dass beschäftigt sein heute die Identität ist, weil das sagt ja mir, dass ich wichtig bin. Ja. Und deswegen ist genau da der Feind auch dahinter. Er vernichtet unseren Frieden. Und wenn wir uns verlangsamen oder bewusst machen, wo wir verlangsamen, dann schenkt uns das wieder diesen Frieden, auch mit der Bestimmung, wo wir drin sind. Und sogar Jesus war es wichtig, dass er Zeit mit Gott verbracht hatte, weil er sich damit mit Vertrauen angereichert hat. Und dieses Vertrauen in Gott brauchen wir, damit wir diese Dinge abschneiden können, die uns sagen, dann bist du nicht mehr wichtig. Wenn du plötzlich Zeit hast, dann kannst du ja nicht mehr angeben, wie wichtig dass du bist. Und himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du jetzt da hineinkommst, in diese Lüge, in das, was der Feind einfach in unserem Kopf an Identität durcheinander gebracht hat, dass ich wichtig bin, wenn ich beschäftigt bin. Und dass, wenn ich nicht sagen kann, dass ich viel los habe, das ist eine Lüge, dass ich dann nicht wichtig bin. Und wir lösen uns im Namen Jesus von dieser Lüge, dass wir es aushalten können, dass wir nicht überbeschäftigt sind und nicht so viel zu tun haben. Und wir empfangen diese Verlangsamung in unserem Leben, genauso wie du dir Zeit genommen hast, einfach mit deinem himmlischen Vater zusammen zu sein. Und davon wollen wir lernen. Und das wollen wir unseren Stressgedanken und Stressumständen immer wieder entgegenhalten. Ich habe Zeit, jeden Tag, mich so zu verlangsamen, dass ich Zeit mit Gott verbringen kann und dass ich den Moment wahrnehmen kann. Amen. Amen. Dann ist es die Stille, ist auch noch ein Punkt. Stille bedeutet eben, dass Gott, wenn man diesen Bibeltext liest, und finde es ein so krasser Bibelvers, es gibt so ein Wort, das liebe ich, wo es eben heißt, Gott war nicht Säuser und Gott war nicht im Sturm.
Gott war nicht im Feuer, sondern Gott war im Säuseln. Und das Säuseln, habe ich immer gedacht, warum im Säuseln, ist ganz, ganz einfach. Das Säuseln bedeutet, das kannst du nur hören, wenn man sich hinlegt und sowieso, wenn jemand flüstert. Das bedeutet eigentlich, genau, das bedeutet eigentlich, es geht um eine Nähe. Das heißt, Gott begegnet uns in der Nähe, nicht im Feuer und Spektakel und all diese Dinge, sondern es ist eine enge, freundschaftliche Beziehung. Und ich habe vorhin geschrieben, wie ihr Gott auch erlebt oder den Frieden von Gott erlebt, und ich staune, ich habe es auch nicht gedacht, aber die meisten erleben wirklich diese Nähe Gottes mit Worship, mit Lobpreis und Anbetung, wo man Lieder hört, wo man Lieder singt, und das ist wirklich so musikalisch, geht natürlich das Herz auf, es ist auch etwas Emotionelles, und ich finde es mega cool, dass du einfach auch rausfindest, wo kommst du zur Ruhe, wo findest du einen stillen Moment. Und die größte Schwierigkeit für mich, ganz ehrlich, ist immer, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, sage ich, lese die Bibel oder ich bete, dass ich meine Gedanken so abstellen kann, dass ich gar nicht mehr an andere Dinge denke. Das ist gar nicht so einfach, weil ich gemerkt habe, meine Gedanken gehen auf 1000 Dinge durch. Und es braucht für mich einfach ein zur Ruhe kommen und einfach zu wissen, dass ich in meinem Gott im Himmel einfach diese Stille finde und auch diese Stille habe. Ja, eben, gell? Weil es ist so, ich meine, das Smartphone abzustellen, das ist ein Knopfdruck, aber dann kommt, wie es da heißt in diesem Vers, dann spüren wir diesen Sturm in uns, dann spüren wir das Erdbeben in uns von all diesen Dingen, die uns beschäftigen. Und was gibt es noch? Also der Sturm und das Feuer und das Erdbeben, das sind alles unsere Gefühle, die abgehen, unsere Gedanken, das, was uns beschäftigt. Und es braucht Zeit, bis unser Inneres einfach so ruhig geworden ist und das sich ausgewählt hat, bis wir Gott wieder klar hören. Come on. Der letzte Gedanke ist vielleicht noch Einfachheit, auf das möchte ich nicht groß eingehen. Es ist auch gut, wenn man das Leben einfach macht, Dinge auch wegwirft, sich befreit von gewissen Dingen. Aber ich möchte zum Ende einfach, wir haben Gebetsanliegen bekommen, im Chat und auch per E-Mails, und wir möchten gerne wirklich diese Gebetsstunde jetzt auch beenden mit ganz konkret Gebetsanliegen, die wir bekommen haben, und wir gehen jetzt einfach durch im Gebet mit euch zusammen und beten wirklich zum Ende, dass die Kraft Gottes in deinem Leben einfach wirksam wird. Susanna, du kannst beginnen und dann werde ich im Chat ein bisschen schauen, was für Anliegen haben wir noch da, und das ist mega motivierend. Ja, himmlischer Vater, da ist diese eine Person, und vielleicht könnten sich diesem Gebetsanliegen noch viele weitere anschließen. Diese Person schreibt, ich brauche Gebet, und deswegen tun wir uns zusammen und beten für diese Person. Sie sagt, ich brauche Gebet für gesunde Lebensführung und besseres Zeitmanagement, sodass ich es hinbekomme, mir täglich Zeit mit Gott, Zeit für Gebet und Stille zu nehmen. Und himmlischer Vater, ich kann mir nicht vorstellen, als dass du diese Person nicht liebend gerne darin begegnen möchtest. Diese Person bittet außerdem für die Ehe, und er schreibt so ehrlich, dass ich meine Frau wieder von Herzen lieben kann und nicht mehr anderen Frauen nachschauen kann. Und himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du diesen Mann einfach jetzt in dem Moment berührst. Und er bittet auch für die Familie, 2 Kinder, Tochter und Sohn, dass sie eine neue geistliche Heimat finden. Du siehst dieses Anliegen von dem Mann, dass er sagt, hey, eigentlich haben wir so gelebt bis dahin und jetzt soll es anders werden und jetzt soll es anders werden. Und ich spreche dir zu, dass Jesus gesagt hat, siehe, ich mache alles neu. Und ich rufe dir das zu, dass du einfach diese Dinge ans Kreuz bringen kannst und nicht nur entsorgen kannst, was du nicht mehr willst, sondern du kannst dort etwas Neues in Empfang nehmen. Diesen Hunger nach der Stille, dass du am Morgen den Wecker 10 Minuten früher stellen kannst und erleben kannst, wie eine Kraft aus dieser Stille kommt. Weil aus dieser Stille kommt Ideen, wie du deine Frau lieben kannst, wie du deine Familie führen kannst. Ich bete auch für die Person auch im Chat, wo gesagt hat, mein Vergleichen
dass mein Vergleichen in das Meer gestürzt wird und ich möchte diesem Geist vom Vergleichen, wo das Gefühl gibt, ich bin zu wenig gut, zu wenig geliebt und zu wenig wertvoll, möchte ich dir einfach sagen, diese Lüge möchte ich aus dir rausnehmen und ich möchte es mit der Wahrheit Gottes reinsetzen. Du bist eine Königstochter, geformt und geprägt und geliebt, bevor du irgendwas in deinem Leben überhaupt geleistet hast. Und wenn ich mich vergleiche, sage ich immer, ich vergleiche mich mit den Menschen, die Gott nicht kennen, weil ich weiß, ich bin geliebt und ich möchte mit diesem Frieden Gottes einfach jetzt auch segnen. Ja. Und eine andere Person schreibt, nach einer Pause mache ich einen beruflichen Wiedereinstieg. Ich habe Angst, es nicht gut hinzukriegen. Und himmlischer Vater, wir bitten dich einfach, wir geben dir diese Angst und tauschen sie aus mit einer Identität, die von dir kommt, mit einem Bewusstsein, dass du dieses Leben bringst. Und ich bitte dich, dass du dieses Leben im Überfluss in diese Person hinein fließen lässt, wie du es versprochen hast. Und ja, es ist so, die Angst ist da und der Teufel ist da und er will stehlen und er will schlachten und er will vernichten. Aber du bist stärker, auch im Leben dieser Person, stärker als die Angst. Und deine Liebe, die mit der du diese Frau füllst, wird stärker sein als die Angst vor dem Versagen. Ich bete auch für die Person im Chat drin, wo geschrieben hat, sie hat eine Lungenentzündung und ich bete einfach, dass der Geist von der Lungenentzündung, und Jesus hat immer gegen einen Geist gebetet, er hat gesagt, Geist vom Fieber, Geist der Blindheit, Geist der Staubheit, hat er den Geist rausgebetet. Und ich sage, dass der Geist der Lungenentzündung jetzt aus deinem Körper rausgehen muss und er muss raus und ich bete, dass der Geist Gottes der Heilung, der Atmung hineinkommt und du wieder gesund bist im Namen von Jesus Christus. Und zum Ende, ich bete für diese kommenden Tagen, für die kommende Woche, dass der Friede Gottes dich umgibt von allen Seiten. Ich bete, dass die Hand Gottes dich leitet und führt und schützt und bewahrt. Weil die rechte Hand Gottes leitet, beschützt, bewahrt und segnet dein Leben. Amen. Amen. Hey, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr da noch nie euch beim ICF YouTube das abonniert habt, dann wie sagt man dem? Dann macht das. Ja, und dann kann man auch klicken, warum abonnieren. Warum ist es so wichtig? Weil es ist so einfach, da mit uns in Kontakt zu sein. Ich sage das auch immer ganz bewusst, wir verdienen an dem nichts. Darum können wir das auch gut sagen. Aber es macht es viel einfacher, mit uns in Kontakt zu sein. Wenn du irgendjemanden kennst und denkst, Hour of Prayer, das ist genau the missing piece, dann schick doch einfach den Link und wir sehen uns am nächsten Dienstag wieder, gleicher Zeit, gleicher Ort und wir werden wieder für euch da sein. Also arrivederci, tschüss und ciao, bye bye, God bless you.